Wir wollen gleich einsteigen und zwar werden wir heute über eine Geschichte sprechen, die im Lukasevangelium steht. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Diese Geschichte habe ich das erste Mal gehört, als ich in einer Sonntagsschule war. Ich bin in einer reformierten Kirche aufgewachsen. Und vielleicht bist du hier und du bist schon länger im Glauben und du denkst dir, wenn du schon diesen Titel hörst, okay, ja, kenne ich, schön, aber du hast im Kopf innerlich schon abgeschaltet. Und ich kann das nachvollziehen, das ging mir so oft so und witzigerweise immer bei dieser Geschichte vom verlorenen Sohn. Und weißt du, im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich besser einmal mehr hingehört. Ich möchte sie dir gerne vorlesen, die steht im Lukas 15, 11 bis 32. Wenn du was dabei hast, ein Smartphone oder die Bibel, dann öffne sie mit mir und lese mit mir von Lukas 11, also 15, 11 bis 32. Ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebracht hatte, wurde jedes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten und in seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder, er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was es zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu, aber er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Also wir lesen hier von einem jüngeren Sohn, der zum Vater geht und sein Erbanteil anfordert. Aber wir alle wissen, erben tut man doch erst dann, wenn jemand gestorben ist. Wenn also dieser jüngere Sohn kommt und dieses Erbe einfordert, dann müssen wir uns bewusst sein, dass das mehr als irgendein Familiendrama dazumals war. Es war im Grunde ein Wunsch nach dem Tod des Vaters. Er wollte den Besitz, den Vater, den Reichtum des Vaters, aber nicht den Vater selbst. Er wollte die Unabhängigkeit und die Freiheit, die damit einhergehen, aber nicht den Vater selbst. Und schau, ich hätte jede Reaktion des Vaters nachvollziehen können, hätte er ihn rausgeschmissen, aber nicht die, dass er seinen Besitz einfach aufteilt. Und damit wir uns bewusst sind, was dieser Vater da aufgibt und aufteilt, was dieses Wort Besitz bedeutet, müssen wir in den Kontext schauen. Und das griechische Wort, das hier für das Wort Besitz, Vermögen gebraucht wird, ist das Wort Bios. Und das Wort Bios bedeutet Leben, Lebensunterhalt, Existenzgrundlage.
Es geht hier also nicht, wenn wir von Besitz sprechen, um ein juristisches Wort, sondern es geht um eine Lebenssubstanz. Der Vater, sein Besitz war sein Land. Sein Reichtum war sein Land. Und der einzige Weg, seinem Sohn dieses Erbe auszuzahlen, war es, dieses Land zu verkaufen. Und er tat es. Er teilt seinen Besitz auf. Und im damaligen Verständnis war die Identität und dieses Land des Mannes war unzertrennbar. Und trotzdem teilt das auf. Und wir lesen, was dieser jüngere Sohn macht. Er geht in ein fernes Land. Und du denkst vielleicht an eine DTS, du denkst vielleicht an eine Jüngerschaftsschule, aber er geht in ein fernes Land und das ist ein Bild für ein sichtbares Exil. Weg vom Vater, weg vom Schutz, weg von Reinheit, weg vom Haus des Vaters. Es ist ein sichtbares Exil. Und was er da tut, ist, er lebt ein ausschweifendes Leben und er verprasst das ganze Geld. Mit Partys, mit Alkohol und mit Huren. Und weißt du, wenn wir wissen, was dieser Vater aufgegeben hat, dass das möglich war, ist das schon ganz schön krass. Das ist schon ganz schön krass. Und er verprasst dieses ganze Geld, bis er schließlich bei den Schweinen landet. Und auch bei den Schweinen zu landen, ist nicht was Zufälliges. Im damaligen Verständnis von Schweinen war das der maximale Tiefpunkt, an dem du dich befinden konntest. Es war sozial beschämend, es war ein unreiner Ort und es war Identitätsverlust. Es war sozial beschämend, er war getrennt von diesem Vater. Verloren sein ist hier nicht einfach abstrakt, sondern es war körperlich, es war existenziell und es war beschämend. Er lebt getrennt von diesem Vater. Und weißt du, wenn Jesus dieses Gleichnis uns erzählt oder wir das in der Bibel lesen, dann ist der Vater ein Bild für Gott. Der jüngere Sohn, der hatte einen freien Willen und er hat sich getrennt von Gott, er hat sich distanziert. Und wir Menschen, wir haben auch einen freien Willen. Der jüngere Sohn hat sich dafür entschieden, ausschweifend und sündig zu leben. Und dafür können wir uns heute auch entscheiden. Und vielleicht kannst du mit dem Bild bei den Schweinen nicht so viel anfangen. Und wir haben in der Serie Lebe mit Fokus immer über diese Zimmerwand gesprochen, die symbolisch für dein und mein Leben steht. Mit Abfallsäcken, die schlechte Gewohnheiten und Sünden repräsentieren. Und vielleicht hilft es uns, dieser verlorene Sohn, uns vorzustellen, als wäre er in seinem Zimmer, überhäuft mit Abfall. Und ich habe dir ein Bild mitgebracht, wie dieser jüngere Sohn da sitzt. Und wahrscheinlich denkt er sich gerade in diesem Schweinemoment in seinem Zimmer, wie konnte es so weit kommen? Wie konnte ich den Müll ignorieren in meinem Leben, der sich angestapelt hat? Wie konnte der Geruch normal werden? Und sein Abfall in seinem Leben war das ausschweifende Leben. Partys, Drogen, Alkohol, Huren. Es war aber auch das Verschwenderische mit dem Geld, diese schlechte Verwalterschaft. Und heute wollen wir hinschauen, was es in unserem Leben sein kann, was dieser Abfall in deinem und meinem Leben sein kann. Vielleicht ist dieser Abfall in deinem Leben diese Sünde, Lügen, vielleicht Eifersucht, vielleicht Stolz, vielleicht Unvergebenheit, Bitterkeit. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber heute wollen wir hinschauen. Wir wollen diesen Abfall in unserem Leben nicht einfach so tolerieren. Und weißt du, dieses Bild mit diesen Abfallsäcken ist vielleicht ein bisschen extrem. Aber es hilft uns vorzustellen, wie unser Leben sinnbildlich aussehen kann. Und das passiert ja nicht von heute auf morgen. Das passiert schrittweise mit einer Entscheidung, mit einer Gewohnheit, die wir etablieren. Und aus einer Gewohnheit, aus einer schlechten Gewohnheit werden plötzlich Kompromisse und Muster in deinem und meinem Leben. Und aus diesen Kompromissen wird ein sündiger Lifestyle. Und sündiger Lifestyle, der distanziert von Gott, weil Sünde von Gott distanziert. Immer. Sünde distanziert von Gott und dann sind wir in diesem Zimmer und fragen uns, wie konnte es so weit kommen? Wie konnten wir den Müll ignorieren? Wieso fühle ich mich so getrennt von Gott? Und ich möchte einen Punkt bringen heute Abend, das ist der erste von 4 und der ist recht provokant, aber ich rede heute Abend auch zu mir.
dein Zimmer stinkt. Das ist der erste Punkt. Wir müssen hinschauen und uns bewusst sein, dass wir Christen nicht immun sind vor Sünden. Wir alle haben Abfall. Wir alle produzieren Abfall in unserem Leben. Wir haben schlechte Gewohnheiten. Wir treffen falsche Entscheidungen. Wir machen Fehler und wir haben Sünden. Und wir Christen sind leider nicht immun davon. Bei uns zu Hause ist Stefan, mein Mann, für den Abfall zuständig. Danke, dass du das immer machst. Und da haben wir leider immer ein bisschen eine Meinungsverschiedenheit. Weil Stefan entsorgt den Abfall, wenn er voll ist. Ich will den Abfall entsorgt haben, wenn er stinkt. Und das ist nicht dasselbe. Und jedes Mal, wenn ich die Schublade öffne oder den Deckel öffne und der ekelhafte Gestank kommt mir entgegen, dann denke ich mir, wie konnte es so weit kommen? Wieso stinkt das Ding schon wieder? Wieso ist es noch nicht draußen? Und bei der Vorbereitung zur Predigt ist mir in den Sinn gekommen, dass es bei der Sünde sich irgendwie ein bisschen ähnlich anfühlt. Abfall ist Abfall, das wissen wir. Wenn es nicht Abfall wäre, wäre es da nicht drin. Aber wenn wir es lange stehen lassen, dann beginnt das zu stinken und zu stinken und zu stinken. Und Schimmel beginnt sich zu bilden und auszubreiten. Dieser bleibt ja nie bei einem Produkt, sondern schleicht sich in andere ein. Und so ist es bei der Sünde eben genauso. Die Frage ist nicht, ob wir Abfall produzieren. Die Frage ist, wie lange wir ihn stehen lassen. Wie lange lassen wir den in unserem Leben stehen? Und so war es auch bei mir und ich möchte von meinem Schweinemoment erzählen. Ich möchte ehrlich werden mit euch, wie es bei mir im Leben aussah. Als ich etwa 19 Jahre alt war, saß ich in meinem Zimmer und ich kann mich noch an den Tag erinnern. Und ich habe mich umgeschaut und habe gemerkt, dass da ganz viel Abfall ist in meinem Leben. Ich musste hinschauen und merken, wie konnte ich diesen Geruch nicht wahrnehmen? Wieso habe ich nicht früher etwas getan? Wie konnte ich das zulassen? Ich war kein Wohlgeruch mehr. Mit 16 denkt man, man hat das Leben ausgespielt, man bekommt so eine neue Freiheit und freut sich. Und ich kann mich erinnern, als ich auf die erste Party eingeladen wurde, auf eine Homeparty. Und damals war ich der Meinung, das sind die Besten. Und ich habe mich für eine Party entschieden und habe da getrunken und es war witzig und alles und mein Umfeld war da, meine Klasse war da, meine Freunde waren da. Und von einer Party wurden etliche Partys. Ich habe mich für 2 Jahre, sicher 2 Jahre, in jeder Bar gefunden, an jeder Homeparty und oft betrunken. Oft betrunken. Und ich bin eine extrovertierte Person, du kannst dir vorstellen, wie ich bin, wenn ich getrunken habe. Und ich kann dir sagen, das klingt vielleicht witzig, aber ich bin nicht stolz auf die Dinge, die ich getan habe. Ich habe viel Kacke gebaut in dieser Zeit. Der zweite Müll, der mir aufgefallen ist in meinem Leben, war Gossip. Hier. Das Thema Gossip, vielleicht kennst du das. Es fängt mit einer Lästerei an und irgendwann wird es zur Kultur. In meinem Umfeld, wir haben viel negativ gesprochen. Ich habe Tod ausgesprochen anstatt Leben. Ich war richtig gemein mit meinen Worten. Ich habe, damit ich selbst besser dastand, Unwahrheiten über andere erzählt. Ich konnte richtig fies sein. Und es wurde zu einer Kultur in meinem Leben, zu einem sündigen Lifestyle, welchen ich einfach über Jahre geduldet habe in meinem Leben. Und der dritte Punkt war das Thema Anerkennung. Auf diesen Partys, in meinen Freundesgruppen. Ich habe gemerkt, wie mir die Anerkennung von anderen Menschen wichtiger wurde als das, was Gott von mir denkt. Meine Identität war mehr daran gebunden, was andere von mir denken, als das, was Gott von mir denkt. Ich habe Anerkennung gesucht, ich wollte beliebt sein, ich wollte gesehen werden. Und ich habe auch Anerkennung bei Männern gesucht. Und ich kann dir sagen, als ich in meinem Zimmer saß mit 19 und das realisiert habe in meinem Leben, da ging es mir nicht mehr so gut. Mir ging es psychisch nicht gut und ich habe gemerkt, wie sich dieser Abfall in meinem Leben angesammelt hat und ich musste hinschauen und das war nicht angenehm. Und diese Freiheit, die ich dachte zu haben mit 16 bis 19, es war keine Freiheit. Es war ein Ort der Selbstzerstörung in meinem Leben.
Und ich musste den verlassen. Ich musste diesen Ort der Selbstzerstörung verlassen. Und es gibt einen Vers im Hebräer 12,1, der die Wichtigkeit, Sünde abzulegen, so richtig betont. Hebräer 12,1. Da wir uns von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Und so hat es sich genau angefühlt in meinem Leben. Ich habe mich so leicht in diese Sünde verstricken lassen. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Ich musste ablegen, was hindert. Und das ist auch mein Call für dich heute Abend. Lege ab, was hindert. Wir sind nicht dazu bestimmt, in diesem stinkigen Zimmer zu sitzen. Wir sind nicht dazu bestimmt, getrennt von Gott zu sein. Wir dürfen diesen Müll in unserem Leben nicht tolerieren, nicht einfach hinnehmen. Wir sind dazu bestimmt, den Lauf, diesen Wettlauf zu vollenden und nicht irgendwie. Und das ist Ewigkeitsperspektive. Wir wollen ablegen, was hindert. Und weißt du, was ich an Jesus so liebe? In der Geschichte vom verlorenen Sohn gibt es ein Prinzip von echter Umkehr. Und das sind 4 Punkte und es gibt ein hebräisches Wort, das heißt Teshuva und es bedeutet Rückkehr. Und das ist das, was Jesus uns zeigen möchte. Der erste Punkt ist Reue und Erkenntnis. Er kam zur Besinnung, er ging in sich, das lesen wir. Das ist eine innere Umkehr, das Eingestehen von irgendwas ist hier falsch, irgendwas läuft hier falsch. Das Zweite, was wir lesen, ist dieses Bekenntnis. Wie er dem Vater sagen möchte, ich habe gegen dich und gegen den Himmel gesündigt. Es muss auf den Tisch, was nicht in Ordnung ist. Diese Schuld muss benannt werden. Das Dritte ist, aufhören mit dem falschen Weg. Es heißt, er will sich aufmachen, weg von diesem Ort der Schweine. Und das Vierte ist der Entschluss zur Umkehr, ein neuer Entschluss. Wir lesen, dass er sich aufmacht, dass er sich ernsthaft aufmacht. Er geht nicht einfach irgendwo anders hin, in ein anderes ferne Land, sondern er macht sich auf, zurück zum Vater. Das ist Umkehr. Nicht einfach nur bereuen, dass diese Müll in unserem Leben halt einfach da ist, sondern es ist ich toleriere diesen Müll nicht mehr. Ich toleriere ihn nicht mehr. Ich fange an aufzuräumen. Ich verlasse den Ort der Selbstzerstörung. Es ist ein Erkennen, ein Bekennen und eine Umkehr. Eine ernsthafte Umkehr weg vom falschen Ort. Und das ist mein zweiter Punkt heute Abend. Geh den Weg zurück. Geh den Weg. Dieser Sohn hat Umkehr verstanden, das Prinzip von Umkehr. Aber er hat nicht verstanden, was es bedeutet, Sohn zu sein. Er hat Gnade nicht verstanden. Weil er sagt, er möchte zurückkehren, aber nicht mehr als Sohn, sondern als Tagelöhner, weil er nicht mehr würdig ist. Und er geht und macht sich auf den Weg, auf diesem schambehafteten Weg. Ich glaube, er wollte im Boden versinken, als er zurück ins Dorf lief, weil er wusste, jeder weiß. Wir müssen diesen schambehafteten Weg gehen. Und es ist was Unangenehmes. Es ist so unangenehm, es fühlt sich würdelos an. Ich kenne das von meinem Leben. Das Bekennen fühlt sich würdelos an, aber das müssen wir aushalten, weil es nicht das Ende der Geschichte ist. Yes, come on. Vielleicht kennst du das, du sitzt in diesem Zimmer oder an einem anderen Ort und du siehst eben dein Leben, dein Zimmer, wie es aussieht. Und sich auf diesen schambehafteten Weg aufzumachen, ist gar nicht mal so einfach. Weshalb sollst du dir das antun? Weil gerade wenn wir uns manchmal dieser Scham stellen, wird es noch beschämender. Manchmal fühlt man sich noch mehr irgendwo im Dreck. Man denkt sich, weshalb sollte ich das überhaupt jemandem erzählen? Und ich möchte dich heute darauf aufmerksam machen, dass wenn du auf diesem Sessel in deinem Zimmer sitzt, dass es 2 Stimmen gibt, die zu dir sprechen wollen. Weil eine Stimme, die du nicht vergessen darfst, ist die Stimme des Vaters, der dir ruft, der dich aus diesem Zimmer holen möchte. Aber die Stimme der Scham, die ist nicht fertig mit dir. Nur weil sie dich in diesem Zimmer hat, mit diesem Müll, hört sie nicht auf. Sie will dich davon abhalten, dass du aufstehst und rausgehst. Dass du diese Umkehr, von der wir gerade gehört haben, tatsächlich in Anbetracht ziehst. Diese Stimme der Scham flüstert dir zu und sagt, hey, weißt du was? Du hast es schon 5-mal versucht aufzustehen und jetzt bist du wieder hier bei mir. Bleib doch einfach.
Kennst du das? Kennst du das, dass gerade wenn du denkst, ja, jetzt stehe ich auf und nehme diesen Schritt, dann kommt Anklage? Gerade dann kommt diese Stimme der Scham und flüstert dir zu, dass du es so oder so nicht hinkriegen wirst? Oder wenn du zurückgehen wirst, dann wird dich Gott trotzdem nicht mehr anders sehen. Er wird es dir trotzdem noch nachtragen. Aber ich möchte dir heute Abend was sagen. Du hast eine zweite Stimme. Und das ist die Stimme, der du folgen solltest. Die Stimme deines Vaters, der dich nicht nur zurück zum Haus, sondern zurück an seinen Familientisch ruft. Und ich erkläre dir anhand von dieser Geschichte heute, weshalb es sich lohnt, diesen Weg auf sich zu nehmen. Diese beschämenden ersten Schritte vielleicht, der Umkehr zu wagen. Weil wir lesen, wie der Vater darauf reagiert. Der Vater reagiert und sagte, als er ihn von weitem kommen sah, erstens, Gott schaut nach dir aus. Wenn du fern von ihm bist, bist du ihm nicht egal. Er vergisst dich nicht, sondern er schaut nach dir. Als er ihn kommen sah, Gott, der Vater, sah den verlorenen Sohn bereits längst kommen. Gott sieht dich bereits längst, egal wie fern du dich von ihm fühlst. Er sieht dich. Und als er ihn vom Weiten kommen sah, hatte er Mitleid mit ihm und lief ihm entgegen. Weißt du, was das Krasse ist? Wenn du aus deinem Zimmer aufstehst, dich entscheidest, Umkehr zu machen und zurück zum Vater zu laufen, da musst du nicht mal den gesamten Weg machen, denn er als Vater, er läuft auf dich zu. Und jetzt musst du mal reinschauen, weil im Kontext von damals, früher bei Jesus, sind Männer nicht gelaufen. Was meine ich damit? Früher sind Sklaven und Kinder gelaufen und gerannt. Männer sind gegangen, ganz entspannt. Der Vater aber hingegen, der läuft auf ihn zu, der rennt auf ihn zu. Und weshalb ist das krass? Weil in der jüdischen Kultur hatten man enge Kleider an, mit denen man nicht rennen konnte als erwachsener Mann. Und wenn man sein Kleid anhob, damit man rennen kann, was man tun musste, dann war das ein Zeichen von der öffentlichen Entblößung. Die Beine zu zeigen war früher entblößend, es war beschämend, das war ein Verlust der Würde. Und der Vater kennt nichts anderes als, ich sehe meinen Sohn, ich sehe ihn kommen und weißt du was, mir ist alles egal, ich entblöße mich und ich renne auf dich zu. Das ist die Reaktion des Vaters. Ist das bitte kraftvoll? Das ist kraftvoll, oder? Weißt du, es ist so krass. Der Vater geht mit emotionaler Hingabe, so emotional wie ich gerade geworden bin, weil ich finde es krass. Er geht mit emotionaler Hingabe auf seinen Sohn zu. Er geht nicht mal prüfend oder erschauend oder mit Abstand zu. Er rennt ohne Zweifel auf seinen verlorenen Sohn zu. Er überlegt es sich keine Sekunde. Und der Sohn, weißt du, wie wir meistens sind? Wir stehen verdutzt da. Wir sind verdutzert über diese Reaktion und wir sind ready, unseren Plan auszupacken, wie wir es wieder gut machen können. Und sagen, Vater, lass es mich erarbeiten. Der Sohn sagt zum Vater, lass mich Sklave sein in deinem Haus. Lass es mich wieder erarbeiten. Aber wie reagiert der Vater? Der Vater kommt auf ihn zu und reagiert mit Nähe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du beschämt bist, dann fühle ich mich oft ganz weit weg von Gott. Aber Gott sagt in diesem Gleichnis, ich renne auf dich zu. Ich komme mit Nähe und ich nehme diese Scham, die du trägst, nehme ich bewusst auf mich. Ich beschäme mich, dass du frei wirst von Scham. Und er macht das konkret an 3 Dingen, die er dem Sohn mitgibt und die er dir heute mitgibt. Er begegnet dem Sohn und bevor der Sohn sich überhaupt rechtfertigen kann, erklären kann, sich was erarbeiten kann, was die meisten von uns tun würden, sagt er, weißt du was? Ich habe ein neues Gewand für dich. Ich möchte dich neu einkleiden. Und dieses neue Gewand steht nicht einfach für irgendein cooles Fashion-Teil, sondern es steht für neue Identität. Weil wir kennen es, dass wir denken, wir müssen was dafür tun. Wir müssen unsere beschmutzten Kleider ausziehen, waschen, dann wieder bügeln und dann anziehen und dann sind wir neu. Aber Gott sagt, nein, ich habe schon längst ein neues Kleid für dich bereit. Das beste Gewand, steht in der Bibel, habe ich für dich vorbereitet. Und es ist nicht das, was du denkst, was du jetzt anziehen musst, sondern ich habe längst als Vater für dich ein neues Gewand, eine neue Identität bereitgelegt, die ich dir mitgebe. Und das ist kraftvoll. Als zweites gibt der Vater ihm einen Ring. Ein Ring hat keinen Anfang und kein Ende. Und genauso ist es mit diesem Bund, der Gott mit dir und mir eingeht, wenn wir uns für ihn entscheiden. Der hört nicht auf. Und wie oft denken wir, jetzt habe ich es vermasselt, jetzt ist wirklich Ende. Oder jetzt kann er mich nicht mehr gleich lieben.
Er zieht dem Sohn wieder einen Ring an, um ihm zu vergewissern, du gehörst zu mir, du gehörst zu meiner Familie, du bist zugehörig. Und das Krasse ist, er gibt ihm ein Familiensiegel. Und damals hat man mit diesem Familiensiegel Verträge unterschrieben im Namen des Vaters. Man hat den Vater repräsentiert. Du musst dir mal überlegen, das Erste, was er seinem Sohn, der von den Schweinen kommt, sagt, ist, hey, du gehörst zu mir immer noch und du darfst mich wieder repräsentieren. Egal wie du gerade aussiehst, egal wer du gerade bist, wo du gerade stehst, du repräsentierst mich. Ich gebe dir Autorität. Gott gibt dir Autorität. Und das Dritte, was er tut, er gibt ihm Sandalen. Und das Krasse ist, früher ist man als Sklave barfuß gelaufen und genauso kam wieder dieser Sohn zurückzulaufen. Er war barfuß, er war ohne Sandalen. Er war in diesem Sklavendenken gefangen, dass er sich das jetzt erarbeiten muss. Dass er sich es verdienen muss, wieder einen Platz in dieser Familie, an diesem Tisch zu kriegen. Aber Gott sagt, stopp, du musst nicht. Ziehe diese Sandalen an, du bist mein Sohn. Und mit diesen Sandalen hat er ein Statement gemacht, dass er kein Sklave länger ist, sondern ein Sohn ist. Dass er in der Sohnschaft Gottes laufen darf, dass du in der Kindschaft Gottes unterwegs sein darfst. Und das Krasse ist, Gott verändert oder vergibt nicht nur die Sünden, sondern Gott verändert komplett, wie er neu durchs Leben laufen kann. Er verändert nicht nur deine Sünden, er vergibt dir nicht nur, sondern er verändert deinen Gang durch dein Leben essentiell. Und weißt du, der Vater, dem war es so wichtig, dass der Sohn wusste, dass er Sohn ist, dass er ein Fest geschmissen hat, damit alle bezeugen, dass ihr alle wusstet, dass er der Sohn ist. Dass wenn er es vergisst, dass er Freunde, das Dorf hatte, das ihn erinnert, du bist Sohn. Er hat das beste Kalb geschlachtet. Und ich glaube, das ist so essentiell zu verstehen, weil das ist Gnade pur. Bis zu diesem Punkt hin habe ich dir nicht einmal erzählt, was der Sohn dafür getan hat. Das waren alles reine Geschenke des Vaters. Und das soll verbildlichen, wie gnädig dir und mir unser Vater im Himmel ist. Was für eine Portion Gnade er für uns bereithält. Schau, Umkehr, das ist dein Part, das ist geh den Weg. Du musst dich entscheiden, aufzustehen, aus deinem Zimmer, aufs Kreuz hinzulaufen. Aber der Vater kommt dir entgegengerannt. Und dass du beim Kreuz landest, dass du an diesem Familientisch wieder sitzt, das ist Gnade alleine und das Ende deiner Scham. Das Ende deiner Scham, das ist unser 4. Punkt heute Abend. Und ich glaube, wir hatten den Eindruck, dass heute Personen da sein werden, die sich bisher immer als unwürdig gefühlt haben für diese Gnade, die sich in diesem Sklavendenken wiedergefunden hat, wie Selin gesagt hat. Und ich möchte dir sagen, das, was der verlorene Sohn erlebt hat, diese Gnade, diese Wiederherstellung, kannst du heute Abend auch erleben. Die durfte ich in meinem Leben erleben und das dürfen wir immer, für jede Zeit. Ich glaube aber auch, dass heute Personen da sind, die Gnade als einen Deckmantel gebraucht haben für alles, weil Gnade ist ja immer da. Und sündiges Leben wurde mit der Gnade gerechtfertigt. Und auch dir möchte ich etwas sagen. Im Hebräer 12,1 haben wir gelesen, dass wir diesen Wettlauf vollenden wollen. Nicht irgendwie. Hebräer 12,2 sagt uns wie. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus Christus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Das ist keine billige Gnade. Das ist keine billige Gnade. Der Vater hat einen hohen Preis bezahlt. Er hat sein Leben aufgeteilt, seinen Besitz hergegeben für den jüngeren Sohn. Er hat das Gewand hochgehalten und ist ihm entgegengerannt, hat sich entblößt, hat sich eins gemacht mit dieser Scham. Und das passiert genau am Kreuz. Jesus lässt sein Leben am Kreuz und er ist nackt da. Er hängt nackt an diesem Kreuz. Ihm wurde das Untergewand weggenommen, das lesen wir im Johannes 19,23. Und der Weg zum Kreuz, das war ein würdeloser Weg. Und er ist nackt da, ein Zeichen für völlige Entwürdigung.
Und der verlorene Sohn, du und ich, wir können dieses neue Gewand annehmen, aber nur weil Jesus seins verliert. Und das ist keine billige Gnade. Billige Gnade rechtfertigt die Sünden in unserem Leben. Es ist teure Gnade, weil teure Gnade hasst diese Sünden in unserem Leben, aber es rechtfertigt den Sünder, dich und mich. Teuer ist sie, weil Jesus am Kreuz sterben musste. So ernsthaft ist unsere Schuld, so krass sind unsere Sünden. Aber Gnade ist sie, weil wir in Gottes Augen so wertvoll sind, so geliebt, so wichtig, dass er am Kreuz für uns sterben wollte. Es ist teure Gnade. Und ich glaube, dass wir unser Leben heute anschauen müssen. Vielleicht dachtest du immer, du bist unwürdig für Gnade. Vielleicht hast du aber deine Sünden gerechtfertigt wegen Gnade. Und ich glaube, dass wir einen Gott haben, der vergibt und der gerne vergibt. Er vergibt so gerne. Und es wäre eine billige Predigt von Selin und mir, wenn wir über Vergebung sprechen, wenn wir über schamlos werden sprechen, aber nicht praktisch werden. Und wir wollen jetzt praktisch werden, wir wollen umkehren. Und werden jetzt in einen Gebetsmoment gehen, wo wir durch 4 Punkte durchbeten werden, durch dieses Teshuva. Wir wollen erkennen, wir wollen bekennen, wir wollen wegkommen vom selbstzerstörenden Weg und wir wollen umkehren. Und du darfst jetzt einfach deine Augen schließen und dir dein Zimmer vorstellen, wo du drin wohnst, in deiner WG, zu Hause, wo auch immer. Und wir beten jetzt, dass der Heilige Geist zu uns spricht, dass er uns aufzeigt, was die Abfallberge in unserem Leben sind. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute Abend da bist. Danke, dass du sprichst, dass du unsere Ohren, unsere Augen öffnest für das, was du uns jetzt zeigen möchtest. Ich danke dir, dass du uns aufmerksam machst, wo wir Schuld auf uns geladen haben, wo wir Sünden in unserem Leben einfach toleriert haben, wo diese Abfallberge in unserem Zimmer sind. Ich danke dir, dass du jetzt sprechen wirst. Vielleicht hast du ein Wort gehört, vielleicht weißt du ganz genau, was es ist, vielleicht hast du es gesehen. Aber was wir jetzt tun wollen, ist bekennen. Das ist einfach part of the game. Es ist nicht attraktiv, aber du darfst deine Augen geschlossen halten und einfach entweder mir nachbeten oder einfach eigene Worte an Jesus richten, wo du bekennst, was nicht in Ordnung ist in deinem Leben. Jesus, du siehst unsere Schuld, du bist mit uns in diesem Zimmer und du weißt, du kennst sie und du darfst sie beim Namen jetzt nennen, diese Schuld. Und wir möchten Buße tun dafür. Es tut uns leid, wo wir uns an anderen oder an uns selbst versündigt haben. Es tut uns leid, wo wir diese Gewohnheiten akzeptiert haben und es wurde zu einem sündigen Lifestyle. Wir brauchen deine Vergebung, Jesus. Und du darfst deinen Abfallsack symbolisch
nehmen und du darfst die Augen geschlossen halten. Du kannst dir das Kreuz vorstellen oder Jesus vorstellen, wie du es ihm gibst. Wenn es dir schwerfällt, dir etwas bildlich vorzustellen, darfst du auch das Kreuz auf der Bühne anschauen. Wir wollen jetzt Jesus diesen Abfall in unserem Leben geben. Jesus, wir legen dir diesen Abfall hin und vielleicht spürst du, dass du auf die Knie musst. Vielleicht spürst du das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und Jesus, wir legen es dir hin. Wir legen dir unsere Schuld hin, wir geben sie dir ganz, wir lassen los. Wir platzieren sie bei dir, für das bist du ans Kreuz gegangen, wir danken dir dafür. Wir lassen sie los in deine Hände. Gib sie ihm. Häng sie ans Kreuz. Aber lass sie los. Und wenn du jetzt deine Sachen Jesus ans Kreuz geben durftest, dann lade ich dich ein, dich bewusst zu entscheiden heute, nicht in diesem Zimmer sitzen zu bleiben, sondern umzukehren, zu sagen, Gott, ich laufe jetzt von diesem Müll weg. Der ist bei dir am Kreuz. Du wirst ihn weit fort. Und ich entscheide mich, davon wegzulaufen. Und wenn du merkst, dass du heute so ein Statement machen möchtest, dann darfst du mit mir zusammen jetzt aufstehen, als ein Zeichen, dass du umkehren möchtest. Und Jesus, du darfst mitbeten. Wir strecken uns nach dir aus. Und wir sagen, wir kehren um. Wir gehen nicht länger zurück. Was Müll war, bleibt am Kreuz. Und du hast es auf dich genommen, du hast es getragen. Und wir nehmen jetzt deine Hilfe und deine Gnade in Anspruch. Und wir danken dir, dass wir bewusst weglaufen dürfen. Dass wir bewusst aufstehen und umkehren dürfen. Und wir gehen heute in eine neue Richtung, Jesus. Wir gehen in eine neue Richtung und wir strecken uns nach dir aus. Und ich will dich einladen. Stell dir Jesus vor, wie er auf dich zurennt, wie der Vater auf den Sohn zugerannt ist. Stell es dir vor deinen Bildern mal vor. Und dann schau mal, was er für dich heute Neues dabei hat. Weil er will dich jetzt beschenken, in diesem Moment. Mach mal deine Ohren auf und höre, was er dir sagen möchte. Welche neuen Worte er über dir ausspricht. Fühle mal hinein, welche neuen Gefühle du jetzt fühlen darfst. Weil du das Alte zurückgelassen hast an diesem Kreuz. Schaue mal hinein, ob er dir etwas in einem Bild zeigen will. Weil Jesus, du bist da und du rennst uns entgegen. Aber du kommst nicht nur nahe, sondern du beschenkst uns. Und wenn du nicht weißt, was du heute in Anspruch nehmen darfst, dann spreche ich es über dir aus. Weil 3 Dinge sind ganz klar. Jesus will dir heute neue Autorität geben. Er hat dir einen Ring gegeben, neue Zugehörigkeit zu dieser Familie von Jesus. Er hat dir ein neues Gewand gegeben, das neue Identität. Egal wo du warst, egal von wo du kommst, du bist neu in Jesus Christus. Und er hat dir Schuhe gegeben, dass du laufen kannst darauf, dass du darauf jetzt weglaufen kannst von diesem Müll. Er zieht dir die Sandalen heute an, dass du in der Bereitschaft laufen kannst. In diesem neuen Gewand, mit diesem Siegel der Familie und mit den Schuhen. Und wir nehmen das heute in Anspruch, Jesus. Und wir danken dir, dass es alles zu deiner Ehre mit deiner Gnade ist. Und wir nehmen es in Empfang. In deinem Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Dass du diese Message geschaut hast und dich von Jesus berühren lässt. Denn dafür schlägt unser Herz, dass Menschen wirklich Jesus erleben und von ihm verändert werden können.
Wir unterstützen dich auch gerne noch weiter. Bitte folge uns auf Social Media oder connecte uns. Du kannst übrigens auch zur Church gehören, wenn du einfach online dabei bist. Und natürlich würde es uns freuen, wenn du auch mal am ISF Sunday Night reinschauen würdest, live vor Ort. Das wäre natürlich auch sehr schön. Bis bald.